Hallihallöle, ich bin's, euer Blasteingenieur. Und da guckt, mein fast halbautomatischer Regen. Also, gilt jetzt rauszufinden. Ihr seht, der hat ja schon vielleicht das Panzertape. Und dass da das Taschenle auslösen tät. Das müssen wir mal. Ui, sag mal. Wo hängt denn? Ach Gott. Ich sollte das vielleicht erst spannen. Das könnte, wenn spannt grad so. Oh. Das kann sein, dass man das hinter das ein bisschen verlängern müssen. Ihr seht, da müssen wir das sowieso nochmal neu drucken. Ich meine, ich habe das nochmal neu gedruckt. Ich habe ein paar Dinge ausgemerzt, aber Kleber doch noch nicht ganz trocken. Und es ist halt der Horn gebrochen. Ich muss das da ein bisschen vom Abstand, das sollte da halt eigentlich nicht auf Druck sein. Das muss ja bloß die Nase da halten. Und ich sollte vielleicht noch Farbdrucker, die auch passt. Ich habe halt gerade schwarz im Drucker drin gehabt. Und ja. So. Und dann kann man hinterher. Gott, das geht das zweite Mal, Gott, dann sowieso nicht mehr ganz nach hinten. Weil, also wenn das schon gespannt ist. Egal. Jetzt holt man da nochmal eine Spannungsquelle. So. Dass ihr ein bisschen was seht. 22 Volt. Und guckt, das den prinzipiell geht. Und dann schalten wir das Motor scharf. Ich habe da noch die Anschlüsse noch ein bisschen anders gemacht. Das habe ich gedacht, das mache ich vor dem Video, das braucht er nicht sehr. Ja, einmal umbogen und sauber abgeschnitten und da noch das sauber rein und mit Isolierband. Ja, ist nicht so spannend. So. Da durfte jetzt nichts passieren. Und jetzt muss Schuss. Jetzt dreht es zurück. Jetzt dreht es zurück, so lang bis. Jetzt dreht es nach vorne, so lang bis. Upp. So lang bis. Zack, und dann müsste es eigentlich schon aus. Das kann sein, dass man das da noch vielleicht doch durch. Wobei Schraube auch nicht gerade. Dann müsste es aus sein. Und dann wieder Schuss. Zurück. Vor. Das dürfte schon gange. Das dürfte schon gange. Zurück. Das ist natürlich immer noch ein bisschen, weil ihr müsst es sauber abschalten. Wir müssen natürlich später, das braucht es unbedingt. Zum einen müssen wir die Kabel auf eine sinnvolle Länge kürzen, weil die Platine kommt dann irgendwo da auf die Seite. Die Platine machen wir alles sichtbar. Wobei, das ist jetzt bloß eure Platine, für den Controller auf den können wir vielleicht verzichten. Wenn wir da noch, das bin ich mir überlegen, ob wir da nicht den Pusher und das Magazin so anpassen können, dass wir das rausnehmen können, ohne dass das, weil das macht die Logik einfacher. So, Schräuble. Sag's euch der Ingenieur heute. Und hätte er was gedacht, der hätte auch Pfeile vorbereitet. Aber dass das Blaster schießt, weiß der Ingenieur. Nur. Das macht halt schön den Eindruck beim Publikum.
Das muss doch ein Ingenieur noch lernen. Das ist halt. Ingenieur und Marktschreier sind so. Deswegen haben sie zwei unterschiedliche Jobs. Also diese professionelle YouTube-Star. Ihr seht mir nach. Ich bin Ingenieur. Hat den Vorteil, dass ich alle 5 Minuten sagt, dass er Abo nicht da lassen sollte. Wobei ich arbeite dran. Das bringt ja vielleicht doch was. Hi. Macht das auch hoffentlich einfach so. So. Ja. Ja. Okay. Das geht zurück und dann. Ha! Wupp! Ah, Kurzschluss. Ich finde der Fehler in der Logik. Das heißt, das macht es sauber. Ja, nicht ganz. Wow. Nicht ganz, wir müssen das dahinter ein bisschen länger machen. Das ist jetzt da mit den Toleranzen. Das heißt, wir brauchen da eigentlich eine kurze Verzögerung. Und ja, so die Kabel nicht ganz so. Das ist schon. Wir brauchen da unbedingt eine Sicherung, weil sonst kann es sein, dass man den Lipo da voll belastet. Das heißt, da müsste man eigentlich schon den zweiten Taster nehmen. Weil dann kann ich nämlich da den Trigger auslösen. Ja, das weiß ich schon sehr empfindlich. Für alle möglichen Krust. Dann kann ich da nämlich den. Oh, und jetzt sieht es halt schön 8, irgendwas. Das löst nicht so schnell aus. Wenn ich das jetzt ausmache, hat das nicht sauber eingerastet. Weil der Mist jetzt. Das nicht sauber eingerastet dann. Dann müsste das. Das ist nicht eingerastet. Das ist aber schade, ist das. Nur nicht zu sagen, dass das scheiße ist. Aber so prinzipiell.
Weil sonst steht es. Sonst steht es prinzipiell funktionieren. Das soll das Kurs sein. Ja, das muss noch ganze Ecke weiter nach hinten. Und das, Gott, der Honor. Das muss nochmal. Da seht ihr's. Deswegen Gott, das ist nicht zuverlässig. Das löst man da schon zu schnell aus. Und wenn ich das jetzt nämlich zurück mache, wenn man das jetzt mal quasi simuliert, das können wir dann noch irgendwann mal da oder da abschneiden. Das dafür drücke ich mir noch, weil ich gerade nicht weiß, wo ich mein Eisensägle da habe. Naja, da brauche ich eine Säge. So. Das müsste jetzt eigentlich den Teil da haben. Den kann ich eigentlich reinkleben. Am Ende. Weil das der ganze Geschichte noch Halt gäbe. Gut, dann müsste ich nachher das alles. Weil den Teil kann ich nicht rein. Nee, dann kriege ich es nicht auf. Ah. Irgendwie sollte das halt. Der Teil da noch gescheit miteinander verbunden sein. Aber das muss ein Stückchen weiter nach hinten. Jetzt sollen wir mal gucken, dass wir den Kurzschluss nicht nochmal machen. Deswegen mache ich das mit dem Netzteil und mit dem Lipo. Das wäre ein bisschen anderes Feuerwerk geworden. Das wäre nicht bloß bei so zwei so Funke bliebe. So, oh, bisschen. Da immer so Klebeband drumherum. Das soll nochmal neu machen. Und dann auch gucken, dass das Teil da auch noch sauber mit dem verbunden ist. Und das ist jetzt halt ein bisschen angeschickt, aber dann kann ich mir in das Teil dann muss ich sowieso Schraublöcher und alles neu machen, dass das dann sauber miteinander verbunden werden kann. Und das Teil muss ich nochmal neu drucken. Das machen wir dann einfach in weiß, weil dann haben wir weiß schon drauf. Und ja, wird noch ein cooles Blasterle. Muss ich mal gucken, ob ich das noch sauber kriege irgendwie. Und da kommt dann noch sowieso noch irgendwas drüber. Irgendwas Designmäßiges. Das rostet. Das ist übrigens ein anderes Projekt, das zu dem Rost geführt hat. Das Off. Da kommt die Platine da rum. Oder halt. Ne, die muss schon. Die Motorkabel sind gar so kurz. Muss die Platine da irgendwie noch. Ich würde jetzt sagen, ich beschäftige da die nächste Zeit mal Drucker. Überlegt mir da weitere Teil. Guckt, dass man die zwei Teile miteinander verbinden kann. Also das Teil mache ich nochmal separat. Dann mache ich das doch noch einfach ein bisschen länger, dass man da Schrauben reinkriegt.
Dann kann man da das Elektronikteil dann wird rechts gestückelt, aber das ist eine Geschichte, das will ich einmal machen und wissen, ob es Gott. Und vielleicht machen wir das für andere Blasters. Oh, das will ich jetzt nochmal wissen. Okay. Nee. Da muss ich das da weg. Ich glaube, ich sage schon ziemlich häufig das. Ja, der ist da. Der ist da halt. Die Seite müssen wir auch noch irgendwann mal schön machen. So. Jetzt. Das muss wirklich ans Ende von dem Taster. Da wo der Taster aufhört, dann wär's gut. Hoppala. Das kann man denn? Ich glaube, den müssten wir doch ein bisschen abschleifen können und dann dünner draus machen. Ja. Sauber gefangen mit den Beinen. Saubere Beinarbeit, ich sag's euch. Hätte er das sehen sollen. Ist ein Ingenieur. Erzählt euch da so ein elender Letter. So, Spannungsversorgung an. Das gab dann nur. Ja, so prinzipiell. Gott. Oh. Das heißt, das Gott. Das Gott schon. Das ist nicht ganz. Oh. Okay. Das Magazin findet es nicht ganz gut. Also, ein bisschen Reibung müssen wir noch rausnehmen. Weil dann haben wir nämlich das Problem mit Magazinsrück und so gelöst. Oder mit Druck oder so einfach ins Magazin, weil da müssten wir wahrscheinlich ein bisschen was wegnehmen. Und ja. Das ist jetzt, wenn ich die Spannungsversorgung ausmache währenddessen, was passiert dann? Dann geht's nicht. Das heißt, dann muss man. Ja. Wobei, da muss man einfach wieder auf den Taster drücken. Das heißt, wenn ich Spannungsversorgung auf dem Weg ausmache, dann kann ich aber auch einfach wieder. Das hat sie vorher wieder anmachen. Okay, das Netzteil hat einen Lüfter. Oh, spannend. Das ist spannend. Okay. Ja. Okay. Das habe ich jetzt schon, was weiß ich wie lange.
Der Lüfter hat sich bisher noch nicht gemeldet. Das heißt, wir haben jetzt mal, wir haben das sonst immer im recht entspannten Bereich betrieben. Ich meine, nutzt das halt hauptsächlich, um das Schwungrädler, das Motorrad zu testen und zu gucken. Dreht sich alles in die richtige Richtung, bevor man die Kabel anschließt. Und da könnt ihr auch Batterienblock nutzen. Und halt da noch dafür, das war auch so sauberes Deutsch, hierfür, um zu gucken, dass das auch alles passt, bevor man die nächsten Schritte weitergeht. Das heißt, der Taster muss in etwa da auf die Position, wo jetzt die Kante ist. Und wenn wir dann schon dabei sind, muss ich die Löcher größer machen. Muss das da kann ich ruhig ein bisschen mehr machen. Und vielleicht da gleich. Weil da können wir nämlich da die Elektronik, die können wir da. Weil der Plan ist, das da so auszufüllen und dahinter der Schulterstütze. Und da muss dann der Lipo rein und da muss dann noch Schalterle rein. Also für ein aus. Und so kann man das Magazin dann noch auch rausholen. Weil der Schalter für einen aus muss halt, vor allem wenn es irgendwo hängt, dass mit der Lipo nicht so arg belastet wird. Und ich glaube, Sicherung sollte auch noch rein da. Muss mal gucken, was der maximal Strom hält. Und über welche Zeit. Dass das alles sauber ist. Und putzen muss ich mal. Und dann, von nächstes Jahr noch, wenn ich mir, schöner Kratzer Tisch gemacht. Das hätte er zum Glück nicht. Wenn man die Front so anguckt, ich habe ja dahinter jetzt die Form, die habe ich jetzt sauber nachgebildet. Gut, das war jetzt nicht die schönste Riken, die habe ich mal recht günstig gekriegt. Das Fake ist die. Ordentlich vermarkt. Aber ist okay. Tut's nicht weh, wenn man da ein paar Löcher rein macht und Zeugs. Auf jeden Fall habe ich das da noch. Bin gerade überlegen, man könnte eigentlich auch eine zweite Motorsteuerung einbauen, die dann den Teil übernimmt. Das heißt, wenn man da drauf drückt, geht es noch auf halbe zurück, wenn man wieder drauf. Jetzt lösen wir die Probleme so einfach wie möglich. Auf jeden Fall habe ich den Teil da. Das könnte man. Das zieht sich ja dann nach vorne fort. Mir gefällt das nicht. Das gehört ja, glaube ich, zu der Riken Mark II. Mir gefällt der Teil irgendwie nicht ganz so. Da unten ist zu viel frei, das passt alles nicht. Und das kann man dann alles mal. Weil da hinten. Das kann ich dann euch. Das kann ich ja mal so machen, dass die ganze Schulterstütze und alles nur also ohne die ganze Elektronik genutzt werden kann. Dass das halt auch leer gut aussieht. So, ein bisschen auf Zeit. Raum zum Rangieren haben. Da müsste eigentlich noch irgendwie halbwegs so Übergang hin oder so. Ich glaube, das da unten habe ich sowieso mal nachmodelliert. Und war das? Muss ich mal gucken. Weil ich habe bei meinem Riken 3-Streik, wo ich die 3-Streikteile auf Riken anpasst habe. Das war jetzt doch noch abgeschnitten. Dann ist leichter. Das ist schon. Das hat er gewicht. Ich meine, gut, die Zahnstange ist auch ein bisschen übertrieben, aber das habe ich halt gefunden. Das war einfach verfügbar. Finde ich schon cool. Das war so ein Projekt, ich sag's euch, da habe ich am meisten Bammel davor gehabt, weil ich dachte, ja, ob das was wird mit Programmierung, ob ich das alles, dass ich mir das sparen kann, damit habe ich nicht ganz gerechnet. Moin, freut mich. Also, da kleine Modifikationen, aber das kriegen wir jetzt auf die Schnelle noch. Ich meine, das nochmal da sauber. Und wahrscheinlich müssen wir dann auch da gleich das Teil gleich so drucken, dass das oder auch noch ein bisschen was abschließt. Irgendwie. Dass das einfach auch ein bisschen mit festhält. Ja, haben wir ein bisschen Geschäft. Es
Das ist dann immer schön beim Film gucken, ein bisschen 3D-modellieren und Zeugs machen. Das ist so ein schönes Geschäft, um im Bett zu flackern. Ein bisschen nebenher Beschäftigung. Das soll ja Hobby sein, soll Spaß machen. Und ich wünsche auch euch viel Spaß bei euren Projekten und hoffe, dass ich da inspirieren konnte. Dann bis bald, euer Blasteringenieur.